muss viel über die Schuld schwätzen, das gut von mir Schuld schwätzen, das ist immer kontrovers. Mit das ist ein ganz wichtiges Thema. Und das gehört regelmäßig auf den Ordre du Jour dafür. Merci. Merci auch all denen, die geschwärzt haben. Ich finde ein ganz paar die interessante Sachen hören und noch ein ganz paar die Sachen, die wir als können ausschließen, besonders auch bei der Madame Hansen. Wir haben auch Sachen hören, die uns vielleicht nicht so trotzdem gefallen. Und das ist hauptsächlich das, was da war bei verschiedenen Rednern einmal ein bisschen so durchklingt, dass unser Schulsystem wirklich als etwas ganz Schlechtes, Dämonisches, gebe ich so, durchgestaltet, wo die Kinder leiden, wo die Chancen nicht gesehen, wo man nicht viel kommen, wo man müssen unbedingt ändern, an sich für andere Möglichkeiten zu finden. Ich meine, da gehen wir der Sache nicht unbedingt ganz gerecht. Und ich will auch zwei Sachen direkt am Anfang sagen, wo ich es gesagt habe, wo leider nicht so ganz der Wahrheit auch entspricht. Der erste, das gesagt habe, also das Schulsystem ist an den 70er Jahren hängen geblieben. Nein, das Schulsystem ist absolut nicht an den 70er Jahren hängen geblieben. Das Schulsystem ist an den 80er Jahren verändert, wird an den 90er Jahren verändert, das durch Reformen, die gemacht sind, da wo einfach weil die Gesellschaft sich geändert hat, weil Profen und Schulmeisterinnen sich verändert haben, weil die Schüler sich verändert haben. An ein Schulunterricht aus den 70er Jahren, das ist ganz andere wie an den 90er Jahren, das ist ganz andere wie heute. Wir haben ein Bild gezeichnet von einer öffentlichen Schule, die verstöpst, stehen bleibt. Das entspricht nicht der Realität und das will ich hier aber wirklich ein Gericht bei. Dann ist den anderen Punkt, dass das gesagt wird, die 3 Sprachen müssen an unserem Schulsystem auf demselben äquivalenten Niveau gelehrt gehen. So wie wenn wir alle Schüler müssten auf ein Niveau bringen, wo perfekt Französisch kennt, perfekt Deutsch kennt, perfekt Englisch kennt, Lützeburg sowieso. Auch das ist überhaupt nicht wahr. Das in das muss können. Da sind eine ganz paar die Sachen geschieht, dass wir noch früher nicht müssen. Die können sowohl an einem Fach, und das ist in 70er Jahren schon so gewesen, am Deutschen, an die 50 Stunden, am Französischen, der 30, da packt das Schule, ohne dass da genauso gut am Französischen sieht wie am Deutschen. Du hast nach Kompensation angefordert, ich meine, das von 1991 oder 92, wo ich also auch an einer Spruch kann eng dazu. Die können einen Spruch auf Premiere weglassen, und die können am Lycée Technique oder Lycée Général, wie ihn heute genannt wird, können da auch ihren Diplom machen, den ich absehe, auf einer Universität, wo der an enger Spruch wirklich deutlich Männer gut sieht, wie an der anderen. Also, wenn ich gelieft, es stimmt nicht, dass muss an den 3 Sprachen wirklich gut sein, für zuletzt an der öffentlichen, normalen Schule ein Diplom zu kriegen. Dann vielleicht eine andere Sache, die ich gut geschwärzt habe, dass gesagt gehen, Mehrsprachigkeit als ein Handicap. Ja, also natürlich ist es schwer, viele Sprachen zu lernen. Und für sicherlich viel mehr einfach für alle gewesen, früher noch für die Schüler von heute, wenn wir an der Schule, am Lycée, just Englischsprach lernen. Da hat man viel mehr Zeit für andere Sachen. Das ist aber so, dass, und ich meine, das ist auch Fakt, jahrzehntelang Experten auf Lützeburg gekommen sind und uns bewundert haben, dass wir ein Schulsystem haben, wo wir viele Sprachen lehren. Nicht alle gut am super Niveau, aber wo wir viele Sprachen lehren. Und das ist ja auch der Grund von uns, wie man das nennen, Mehrsprachigkeit hier am Land. Weil Lützeburg war ja für rund 200 Jahre ein absolut einsprachiges Land. Wo die Leute just Lützeburg geschwärzt und der Schule das vielleicht Deutsch gelehrt gehen. Und ich meine, für 1842 mit der Schulreform, wo aus politischen Gründen Französisch angefordert ging. Und das reicht durch die Schule, wo die Leute bemol hier am Land Französisch gelehrt haben, lösen. Und die Schule ist die Basis davon. Da wollen wir natürlich nur zurückgehen. Und wir wollen nicht mehr die verschiedenen Sprachen an der Schule lehren, wie das aktuell auch auf verschiedenen Modellen immer mehr geschieht. Ja, da müssten wir aber auch konsequenterweise also den ganzen Sprachgebrauch hier am Land dem anpassen. Sprich, da muss alles mehrsprachig gemacht werden. Da muss man die Gelegenheit geben, einem, den an der Schule beispielsweise kein Französisch gelehrt wird oder nämlich schlecht, dass den aber hier am Land leben kann,
ohne eben Französisch zu können, dann müssen aber alles am Alltag übersetzen, all die Internetseiten, all Zeitungen, all mögliche Sachen. Das heißt, hat viel mehr großen Impact, an dem wir nicht nur heute schon also an einem Mikrokosmos gesehen, wo man da gucken, für die Schüler irgendwie rumzukriegen. Ich muss ja noch das gesehen, was das für Auswirkungen auf die Gesellschaft und nur am Ganzen. Dann wird oft gesagt, auch ja, die lusophonen Schüler, die haben Probleme. Ja, ich bin aber froh, dass ein ganz partneriert noch richtigerweise gesagt und Leid mal dax nicht um der Spruch, mit Leid eben ganz oft sozioökonomischen Hintergrund, den eben vielleicht niedrig ist, mich mengen, dass es allgemein aber so falsche Message ist, für das immer zu betonen, dass Lusophon kann aber benötigt sind, weil du hast da so ein Self-fulfilling-Prozess an die Mengen wirklich das miszusehen. Das ist evident, dass wenn in ein Land migriert, dann ist es schwierig. Da gibt es ganz viele Schwierigkeiten. Aber wir gehen verloren in ein Land migrieren. Wir sind zu alle Gesprochen gewandt. Wir gehen da sicherlich gut Dienst an den meisten Ländern. Aber das ist etwas, was und dann zum Mut für die Leute, die aus bildungsfernen Schichten kommen, ist das ganz schwer. Und das kriegen wir auch nicht aus der Welt geschafft. Und ich meine auch, und da muss ich auch eine Verantwortung von den Leuten belehren, auch wenn ihnen dann dezidiert, für ein Land auszuwandern wie Lützeburg, aus welchem Land auch immer, da muss ich mich einfach mit der Situation auseinandersetzen. Und ich meine, da muss ich noch gucken, wie ist dann das Schulsystem? Kann ich die Chance geben, die ich auch hier in meinem Land gehen? Und wir dürfen noch nicht vergessen, dass wir der Wahrheit zu Lützeburg sind und dass es mit allen Hilfen, die man muss gehen, an Möglichkeiten, die man muss gehen, und ich komme noch dazu. Wir müssen ja einfach noch mal gucken, dass wir zu Lützeburg sind und dass mein Schulsystem und in also Lützeburgischen System, also Lützeburgischer Kultur angepasst ist. Und wir können nicht schiedfrei mit gerecht machen, die da erinnern könnt. Ein bisschen aufpassen muss ich dann einfach. Was kann ich machen? Wir müssen den Fall nach mehr Lützeburg machen an der Schule. Wir haben natürlich immer mehr Kinder, die Lützeburg als Mammenspruch haben. Wir haben den Präkos angefordert 1997, eng fantastisch Sache, die Menge super funktioniert, wo man also Kanner schon von 3 Jahren integriert kriegen über den Spruch. Dann hat das System gemacht gehen, und da bin ich nicht so zufrieden, Herr Minister, das mit dem Präkos. Präkos, Mehrsprachigkeit, und da so, schon enkehai an es tun doch nach enkehai die Mehrsprachigkeit an de Krächen funktioniert an der Realität nimme ganz begrenzt. Wir haben es gemerkt mit Ugrover Krächen, wie gefrot gëtt bei Lützeburg geschwert, sie gesot nee keng Sögen e Mer Lützeburg Matkanner, wie mat Leiit geschwert die an de Kräche schaffen, Edukatristen, die als gesot tun an nee Mikräsuge verbuden. Lützeburg zu schwätzen, wo man an einer Gemenge gefragt wo gesagt gehen hast, ja, da sind 3 Frankophonkräche, mit da ist er in Lützeburg. Also, das wird so ein alt Kanner lehren an der Kräche Lützeburg, ist nicht der Fakt, das ist nicht richtig, das System funktioniert nicht. Am Ende ist eine Question parlamentär auch gefragt gehabt, wie viel Personal dann an der Krächen zu Lützeburg schafft, aber wie viel Leute von dem Personal, dann den Niveau C1, den laut Gesetz gefrot als können, wo jo dann an allkräger so Lützeburg geschwert gin vun enger Person op dem Niveau. An du da is geantwort, Dir weistet net. Dat heißt, Dir unterstützt du es, Dir promoviert es, Dir so aktiv gut funktionieren, mir an der Realität wisst dann net als Regierung, wieviel Leute die hat die Kräche schaffen, und Dir wisst doch net wieviel von denen die habt, die nicht die Spruchekompetenz nun, an du bei so op der anderen Seite das Spruchekompetenz und Förderung und so weiter und so fort, aber so wichtig wir. Also mir könnt das ein bisschen komisch für. Es wird auch ungeschwert gehen, dass wer die Kinder an der Schule machen, und ich meine, das ist auch ganz wichtig, dass nie dass ganz frei am Lützeburg nu fängt. So nimmer ja an der Kräch soll Lützeburg da sein. Lützeburg, hauptsächlich Lützeburg, dass die Kanner du nur dieselbe Chance nur wie Lützeburger Mammespruchler. Das ist Mensch ganz wichtig. Und dann können wir noch eine Alphabetisierung machen, am meisten Schule auf Deutsch. Und da sind ich natürlich ganz auf der Seite von der Madame Lochsche. Deutsch als die einfachste Sprache für zu alphabetisieren, weil am Deutschen genau so geschrieben wird, wie doch ausgeschwert wird, was zum Beispiel beim Englischen oder beim Französischen absolut nicht der Fall ist.
An da giwe Skigoen an dat ass bisssen dat wat vill Experte schon gesot hun, notamment auch de Romain Martin, wo ich drei stoen hunn, die seht, vielleicht sollte der Lernprozess in der Grundschule zeitlich so gestreckt werden, dass die Einführung des Französischen nicht so nahe auf den Alphabetisierungsstart im Deutschen erfolgt. Also eventuell evaluiere für das Französischrecht am 4. oder 5. Schuljahr anzufeieren, das kann er also die Möglichkeit tun, dass man das Deutsch gesagt hat. Ich will hier aber auf jeden Fall noch eine ganz große Merci sagen für alle Guten, die Profen, die Schulmeisterin, die an der Schule schaffen. An die sich ganz viel mehr gehen, auch da das schon gesagt gehen, die nicht nur das machen, was sie müssen machen, und was gesagt wird, was wir dezidieren. Die Realität in der Schule ist selbst ganz anders, dass wie das, was in den Gesetzen steht, und was wir schwätzen. Ich war lange genug dabei. Mit die sich ganz viel engagieren, für die Schüler auf ein Niveau zu kriegen, für die schlechte Schüler, für die schwache Schüler, auch die schwache Schüler zu helfen. Und dann ist selbst ganz wichtig, ja, es sind Schüler, die sind mich schwer. Das hat ganz viele verschiedene Gründe. Das Gesundheit, Elternhaus, Bildungssphären, nicht Bildungssphären, geht daheim geschwärzt, geht daheim kulturelle Aktivitäten gemacht, geht just Blödsinn gemacht oder geht da ein Buch gelesen, kriegen kann man denken, ja schon Tablet für die Nuss gelöscht den ganzen Tag. All die Sachen, die spielen eine Rolle. Also gut, das genetisch, das gut nicht geschwärzt, auch das spielt eine Rolle. Das heißt, es ist ein bisschen naiv, jetzt eine Menge, wir kriegen alle Kanner auf ein Niveau. Und ergo muss man akzeptieren, dass verschiedene Schüler nicht unbedingt die Schule packen. Der Punkt ist aber den, dass man muss genau... Zum Schluss ja, fertig, Herr Präsident. Also, so eine Frage vom Herr Wildein. Ja, da du nur. Ich bin direkt fertig. Ich richtig fertig. Er gesagt, dass genetisch Herr Kersch, Herr Kolb und dann also du voilà. Also das ist ganz wichtig, dass wir akzeptieren, dass eventuell Schüler eben schon nicht so packen. Sie tun den Recht auch zu scheitern. Da muss man ihnen aber eine Möglichkeit geben, das eventuell notzuholen. Es gibt auch zwei Chance, Lifelong Learning, dass sie seine Fehler vielleicht, die gemacht hat, gut machen. Und dann akzeptieren, dass nicht jeder Verein auch eine Uni machen kann. Es kann ihn auch in dieser Gesellschaft respektiert gehen. Wir müssen dafür sorgen, dass er so gemacht wird, wenn ihn nicht eine Uni gemacht wird, auch die anderen sind etwas wert. Merci. Den Herr Kersch. Ja. Natürlich, ich weiß nicht, ob ich richtig scheieren feiert, hat er wirklich gesagt, dass das genetisch auch eine Rolle spielt. Und wenn er das gesagt hat, dann erklärt er es, was eine Rolle das soll sein. Ich kann nicht ein paar Zitate aus einer Zeitung, aus verschiedenen Zeitungen von Etüden erklären, Herr Kersch. Und das ist ganz interessant. Ich finde zum Beispiel hier, Herr Clement, bla bla bla, dichtig machen, ich bin gespannt, was dir das Interessantes zur Schule zu sagen hat. Aber das könnt ihr nicht noch. Also, ich gehe jetzt ein paar Titel. Das ist der Zeitmensch. Erfolg in der Schule ist auch eine Sache der Gene. Das ist eine Etude vom King's College London. Aus der Frankfurter Allgemeine Zeitung. Unstrittig ist, dass Intelligenz zumindest teilweise erblich ist. Dann aus dem Spiegel. Spiegel ist ja eine Zeitung, die da bestimmt eine Zeitschrift, die da bestimmt gut fand. Bildungserfolg wird von vielen Faktoren beeinflusst, von den Eltern, aber auch von den Genen. Das ist nicht mehr das, das ist ein Zusammenspiel. Das ist das, was ich will sagen. Das ist das, was ich da sagen. Und schon nach Quellen auf Französisch, wo das auch steht, Réussite scolaire, als zum Teil natürlich auch von der Natur aus, von Geburt aus bedingt. Das ist eben ein Ungleichheit, die Natur eben so bestimmt. Da können wir schwierig etwas dagegen machen. Wir müssen aber, und da sind wir bestimmt auf Bengalin, alles machen, für egal wie kann er sein, so auf den höchstmöglichen Niveau zu bringen, ist so nicht merci. Der kann zitieren, wen der will. Das ist purer Rassismus. Das sind renommiert Universitäten aus der ganzen Welt. Ich meine, von der King's College von London als rassistisch betitelt, von der Top-Universitäten, Experten, Forscher, von der die Zeitungen, die Spiegel, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Welt und so weiter und so fort als rassistisch betitelt. Ich meine, Herr Kersch, da muss ich ja froh, wie leid da falsch. Das ist ein bisschen einfach, das ist ein bisschen simplistisch, das ist populistisch, das ist banal. Und sicherlich, das ist Rassismus,